Herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer neuen Mission, der Blick auf Europa. Das Woche von Straßburg. Ihr seht, wir sind direkt heute zu zwei. Ich bin den Kollegen, den Christoph Hansebeimer. Der Christoph als neuer Deputierter für einer Zeitchen rangetreten, hier Vivian Reding remplaciert, was sich dezidiert hat, für zu Lützeburg Politik zu machen. Ihr wisst, dass im Oktober dabei am Zentrum auf der Liste von der CSV. Und der Christoph hat ein paar Schwerpunkte, Kommissionen, Internet, das Commerce, und hat aber auch Verbraucherschutz, das heißt alles für Umwelt, Gesundheit und so weiter. Das heißt, das ist ein Domain, den ich früher auch ein bisschen aufgedeckt habe, weil wir keinen Deputierten hatten an der Kommission. Aber ich bin auch froh, dass der Christoph erstens mal dabei war, zweitens auch die Dossier überhält, weil hier in Ast trotzdem durch den Parcours, Christoph, moin, einfach mal für dich, durch den Parcours. Durch den Parcours warst du am Anfang prädestiniert für die Kommissionen dort zu überholen. Und ich bin froh, dass du das machst. Und ich wollte dich fragen, wo lässt du eigentlich die nächste Zeit? Leider bleibt er nicht mit der Devil viel mit. Sie haben nach 8 Monaten intensiv geschafft. Wo lässt du die Schwerpunkte und was sind die Ziele, für an den Kommissionen aktiv zu sein? Ja, Maja, schon wie gesagt, das Mandat für 2 Wochen überholt von Vivian Reding. Und normalerweise überhält dann noch die Kommissionen, die hat gemacht, und das war Commerce International, wie du siehst, an die Umweltkommission hat eigentlich nicht, also d'affaire konstitutionell, wir schon aber geguckt, für die zu tauschen, für die Umweltkommission dafür zu kriegen, das heißt Commerce International an Umwelt, an Umwelt effektiv habe ich an meiner Zeit beim Astrid Lüding schon Landwirtschaft an Umwelt gemacht. Dann habe ich die Dossier dann noch während der Präsidenz an der Repräsentation permanent zu Brüssel gemacht. Ja, gut gemacht. Voilà. Und da habe ich effektiv dann mich auch unter anderem die Ökonomie zirkulär gekümmert, die Emissionen, den Emissionshandel für als Industrie, und auch die Aufgasnormen von den Autos, was ja ein ganz aktuelles Sujet noch immer ist. Alles ganz aktuelles Sujet, alles ganz wichtiges Sujet. Und das willst du auch weiterführen, und du setzt dann ein paar Ziele, die es nach erreichen die nächste Woche. Ja, aber ich meine, den Jean-Claude Juncker gestern signaliert zu der Lage von der Union, hat du auch noch eine andere Plastikstrategie an die sogenannten Kampf gegen den EW-Plastik, Flaschen, die Fruchtfliegen etc. Hat den angekündigt, den Dossier leider schon auf dem Tisch. Und da sehen die noch für die österreichische Präsidenz eine Priorität ist. Und sie wollen dadurch noch in dieser Präsidenz aufschließen. Und worum es geht, daran, wir konstatieren, dass viel zu viel Plastik eigentlich gebraucht wird. Von dem Plastik wird ein Drittel vielleicht noch angesammelt und da wird ein Teil davon recycelt, aber auch nicht alle Guten. Ganz viel wird einfach verbrannt oder geht auf Deponien oder Land lernt Straße, lernt Büscher, und da könnt ihr durch im ganzen Zyklus dran, dass ihr dann an das Wasser könnt. Wir fanden dann die Meere zurück, und die Meere fanden wir auch noch viel Auffall von zum Beispiel Fischnetze etc. Das ist ein ganz großer Teil von dem Plastik, und da sind der Proposition, die Kommission gemacht hat, ziblieren sie eigentlich 10 Produkte. Das geht von Plastikflaschen oder Getränksbechern oder Plastikstuten. Das sind die Sachen, die am meisten noch auf der Küste rumfinden. Und sie haben eine Proposition gemacht, für den Plastik massiv zu reduzieren, weil 85% vom Dreck, den ihr auf den Stränden und an den Meeren findet, ist das Plastik. Also du schwätzt die Strategie von der Kommission, und das auch 29. Mai, von gut an Erinnerung, haben sie das vorgestellt. Muss ich noch, auch das ist ein Sujet, den Leute extrem interessiert, und noch hier bei uns ganz stark am Gespräch. Also ich fand auch gut, dass du dich darum kümmerst, mehr intensiv, ob den Rapporten noch schaffst, probierst zu montieren, noch besser zu kriegen. Wir müssen sich immer vorstellen, 150.000 Tonnen fliehen länger an Meere in Europa, über 8 Millionen, wenn ihr das weltweit guckt. Und das ist eigentlich gut, dann wird ja müssen am Anfang kommen, dass China refusiert, den Europäern hier einen Dreck zu holen, für das wir dann endlich aktiv gehen und eine Strategie entwickeln. Aber du hast bei der Leute natürlich auch immer so ein bisschen ja, da wollen sie einen Kaffee, den wir holen, und am Goa sehr aufschütten oder als Strehelm, die wir brauchen. Streh ist ja nicht mehr Plastikselm. Das sind nur die Kleinigkeiten, die Finessen. Es ging aber, du hast das schon richtig gesagt, bei den Fischern und all die, es ging aber noch mehr große Probleme, die den Einweg, wo du schon geschwert hast, die Flaschen und so weiter. Wie kann ich in dem aber bei einerseits durch Verbot, ja, natürlich, andererseits aber auch schon bei der Produktion, und natürlich auch beim Recyclage. Es geht doch darum, also es sind ganz große Unterschiede an der Europäischen Union. Wenn wir so gucken,
all Matbierge haier an Europa produzéiert op manst 60 Kilo Plastik den Wäschflit pro Jahr. Du hast ausgeschlossen alles wat Sachen, die in enker kift, wie die wirklich behält mir den EW-Plastik 60 Kilo. Das natürlich an der Europäischer Union ginet ganz viel Unterschiede, weil wir hun zum Beispiel mat de Plastikstuten hat man für ein paar Jahr schon eng Direktiv für den Gebrauch zu reduzieren. An du ginet schon extrem viel Unterschiede, weil verschiedene Memberstaaten es machen. Schon ein kleines Beispiel zum Beispiel so Ekotuten, die da noch den CO2-Footprint tun, an die auch Rëm zu gebrauchen sind. Das ist eigentlich ein guter Ersatz für die Wegwerfplastikstuten, die viele Plätzen auch in Europa noch gebraucht gehen. Demos waren so, wir waren an der Moyenne zu Lützeburg bei 18 Tuten, die Plastikstuten, die EW-Tuten, die man am Jahr gebraucht haben. An anderen Ländern sind wir bald bei 500 der Tute gewesen. Und das sind die Sachen, die muss wirklich probieren, auch einfach zu ersetzen. Es tut ja keinen Wert, etwas zu produzieren. Das sind einfach Suen, die in der Wäschkeit. Das sind Ressourcen, die ihr könnt verwenden. Und das ist für allem auch viel Dreck, den unnötig an die Natur fliegt. Also auch ein Plastikstut, es gibt auch viel von den Plastikstuten, die biodegradabel als eine Engsache. Das kennen wir in der Zwischenzeit ja an unseren Supermärkten. Ja, und du geht auch oft ein bisschen Schmut damit getrieben, weil die noch die sogenannten Oxodegradablen, das sind dann eigentlich Tuten, die aus demselben Material, die aus Petrol gemacht sind, und wo ein kleines Additiv dran ist, und das ist einfach so in einer gewissen Zeit durch die Luft und durch den Oxygen zersetzen die sich. Das mischt, das kreiert eigentlich just so kleine billiger Plastik, die natürlich aber man Wasser fortgeschwemmt geht, dann aber wenn der Fisch abhält an die Führer. Und du da schlussendlich landet der Plastik dann noch bei uns im Teller, weil der Fisch hält das an, das setzt sich fest und wir essen den Dreck eigentlich nur matt, und das wird unverantwortlich ist. Vielleicht etwas, was die Leute nach zum Schluss interessiert, das ist, wie gesagt, der legislative Prozess ist. Wir hatten Ugangs geschwärzt von der Strategie, die Kommission präsentiert. Wie gesagt, du dann, wie es weitergeht. Und du hast Ugangsmensch gesagt, dass man nach das der österreichischer Präsidenz nach aufschließen. Wie meinst du, dass der Lofiro geht heute? Ja, das ist eigentlich ein ganz großer Punkt, die schon seit 3 Jahren eigentlich durchläuft. Das ist die sogenannte Kreislaufwirtschaft. Und da hat die Kommission schon eine solche Propose gemacht. Ich denke, dass notamment auch immer mehr Dreck muss auf Deponien kommen. Auch da sind wir in Europa ganz große Unterschiede. Wir probieren sie auch an andere Länder. Ich hatte Chance an der Chance oder Unglück in Lettland zu sehen, wie du eng de Schach ausgeseit an schon zu Lützeburg als SIDAG zum Beispiel gesehen. Dat sind Weltenënnerscheder bei eiser Statriiert, du gëtt mat biomechanischen Prozedur gëtt den Dreck gesonnert. Du hannen flitten einfach alles ungesonnert oder op eng Deponie an das wirklich Sachen, wo man nach Meno muss man nie kommen. Den Deel aslo schon durch. Sind dat halten aslo die spezifisch Plastikstrategie für den Orte Gebrauch zu reduzieren. Und du hast waret lo eng E-Rapport, die mir haut am Europaparlament aufstimmen, wo gestern am Plenum auch ganz große Konsens gouf, wo ich auch dazu geschwärzt hat. An der Drittlo werde ich vollzogen, dass die sogenannten der Kampf gegen den EW-Plastik, das ist die Legislativpropos, die lo durchleitet, die Jean-Claude Juncker gestern Morgen noch angeschwärzt hat. Und da sagen die lo an der Kommission Envi trätiert wird, wo schon die Amendementer angeregt gesehen, und die werden an den nächsten Wochen ermeint durch die Environnementskommission aufgestimmt gehen. Und da können denke ich am Pläne an die österreichische Präsidenz wird dadurch als ganz heiß auf ihr Lust gestaltet als Priorität. Sie wollen dadurch für Dezember aufschließen. Wie gesagt, die Zeit lebt unserem Fort wie immer, das aber net schëmm, mé sinn als lo regelmäßig immer, wir können der dort den Arbeitsse verdewen. Dat waren so die echt Explikationen noch vum Christoph, den op dem Dossier schafft iwwer de Plastik, den als alle gut Surge mcht an DLDP gildet ze verhinderen, dat es produziert gëtt, dat es zeviel konsumiert gëtt fir neicht, an natürlich dat besser recykleiert gëtt. An dommer der so nicht Merci fir no gucken bis die nächste Woche. Merci auch.